Hier kommt nu Nummer 3 von Geschichten uit onze Geschichte, vertalt von George Rampel, der nu wohnhaft ist in Winkler, Manitoba. Het handelt sich weiter von wo gespielt wordt in Bloemenhoed, bij Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico, als Kenia, thuis oder ook aan een show. Geschichten uit onze Geschichte Nummer 3. Ditmaal vertellen we wat davon, wat we Kinder uns an de 1930er en 1940er Jahren für Spielsachen mögen zum Band damit spielen, wann das war da büten nicht schön genug wie zum Spielen. Ein von diesen Dingen, die wir uns zum Spielen mögen, wir das. Wir sagten uns uit Mutter ihre sogenannte Knoopdoos einen sehr großen Knoop, nehmen ungefähr einen Meter langen Tütenband oder Wallband und trocken den erst durch dort eine Loch am Knoop und dann trägt ich dort je ein überstehende Loch und bungen den Band an taub und werden dann reit den Knoop hanen trägt mit großer Geschwindigkeit drehen oder flitzen zu merken. Um den Knoop am Hanen drehen zu bringen, hält wir den doppelten Band so, dass der Knoop ungefähr in der Mitte vom Band wäre, schlenken den Knoop dann so lang immer denselben Weg rum den doppelten Band, bis der Längenhahn ganz strahl gedreht wäre, und dann wir ans Spiel reiten den großen Knoop Hanen flitzen merken. Wir trocken den doppelten, sehr drahlgedrehten Band einfach stief und dann dreht der Knoop einen Weg herum. Und wenn der Band gleich getrocken wäre, dann legt wir den in Bett Schlaub, kriegt zu der rechten Zeit und gerade sehr genug, dass der Schwung von dem drehenden Knoop den Band den anderen Weg drahl drehen kann. Und wenn der weiter ganz lang an drahl gedreht wäre und der Knoop zum Stonen kommen will, dann trocken wir den Band weiter schwind ganz stief und dann dreht der Knoop den anderen Weg herum. Und so können wir diesen Knoop ohne einen Hahn flitzen merken, solange wir wollen. Bloß damit, dass wir den doppelten Band immer zu der rechten Zeit kriegt stief genug trocken und dann weiter kriegt zu der rechten Zeit kriegt lang genug, kriegt schlapp genug halten, zum weiter den anderen Weg drahl drehen und dann weiter stief trocken. Wer von you kann das primitive Spielding von der noch merken und am Hahn und Trick drehen merken? Unsere Großkinder haben von der viele andere, viele dierere, modernere Spielsachen, aber wer weiß, vielleicht würden die meisten Kinder auch nu noch hier mal mit so einer einfachen Billardspielsachen spielen. Andere Spielsachen, die wir uns selbst mögen, wären ein Daumenbrett, eine Art Bingo-Blatt, oder auch ein Game, wo wir uns molden, wozu wir zum Spielen Kneippbrückten in eine Mail nannten. Und verschiedene andere Games, für wo ich nicht mehr Nomen habe. Und dann gibt es bei uns damals auch all ein Knipsbrat oder Knipstash. Ein Knipstash spielt uns vorher auch sehr gut. Knipstash spielen ist das einzige Spiel, von wo ich mich besinnen kann, das vorher mit uns Junges taub gespielt hat. Die verschiedenen Spiele, wo wir uns selbst mögen, spielen wir auch manchmal mit den Mädchen, mit unseren Schwestern taub. Aber meistens spielten die kleineren Mädchen mit ihren Pappen und dabei spielen wir Junges meistens nicht gern mit. Meine jüngeren Brüder und viele andere kleine Jungs hatten in Bloemenhoed in den 1940er Jahren auch all ganz andere Spielsachen als Olegomreifen und dann gefahrene eiserne Baggerreifen, mit wo wir in den 1930er Jahren rumkollerten. Die Bloemenhoedse Schuljungens hatten in den Lot 1940er und Anfangs 50er Jahren meist aller Schmacke sogenannte Voetwagens, Kickscooters, zum Rumfahren. Da, wo Büros all in den Wäldern hatten, da mögen die gratere Jungs manchmal Voetwagens für ihre jüngere Brüder. Einige von den Büros ihrer Jungs, wo noch nicht in den Wäldern hatten,
die leiten sich de voetwagens oder de kickscooters van zo'n buren ihre Jungs merken, wo ne al welders houden. Einige merken diese Scooters von Grund ab, Räder und alles, aber andere kauften Fordje von 6 bis 10 Zoll grote Gumreifenräder, dann wo grote voetwagens zijn soll, oder wo grote Jungwehr, die den fahren will, und merken die davon. Meine jüngste Feierbrüder kriegen jeder einen schmacken Kickscooter zu Weihnachten. Und wenigstens einer, der Geradste, hat fern all eine Windreif. Von dieser Weihnacht und von dem vielen Spaß, was sie mit diesen Scooters gehabt haben, davon kann und soll Bruder Hein noch was vertellen. Denn davon weiß er viel mehr als ich. Mit diesen schmacken Voetwagens oder Kickscooters fuhren die Blumenuurtje Jungs sehr viel. Viele von ihnen fuhren sehr jaren auch die Post holen von Isaac F. Gürtzens, wo jeder Darbscher Bühr seinen Postbox hat. Alle Blumenuurte ihre Post kam in die Quacktimok Post Office in den Apartado Nummer 84 Boxen nennen, und von da holt ein Bühr die, brachte die nach Gürtzens, und Onkel Gürtzen sagte noch, dass jeder noch bei seine Post an seinen Box ankam. Ein Voetwagen mit Gumreifenräder wäre einem Fahrrad oder einem Bicycle all sehr ähnlich. Und die Schuljungs dürfen so eine Wagens damals meistens all haben und fahren an Blumenort. Aber die geratere Jungs dürfen noch lang nicht mit Freiheit von ihren Vaters Fahrräder oder Bicycles haben. Denn der Oms verboten der Vater steht, ihre Jungs so eine Fahrzeuge haben zu lassen. Als mein ein Bruder dann aber doch mal ein Fahrrad gekauft hat und auch damit fuhr, dann stellte der Vater ihm so ein bisschen streng zu reden und sagte ihm, dort ist doch noch immer von der Oms verboten, einen Bicycle zu haben. Und ich will haben, dass du den aufstunden sollst. Mein Bruder, der vielleicht so ein bisschen ehrlich wie über diese Vermahnung, ging sein Fahrrad holen und schluchtet in 2. Und als der Vater das antwortet, dann sagt er zu seinem Sohn, meinem Bruder, warum hast du den Bicycle in 2 geschlagen? So wie das nicht gemeint. Du hast je den verkaufen gekonnt. Und mein Bruder sagt dann, wenn das für mich eine Sünde ist, den Bicycle zu fahren, dann wird je dort auch für einen anderen Mensch eine Sünde sein. Für so eine Antwort wird der Vater scheinbar nicht reid, denn er sieht wieder nicht, 3 bloß Armen ging von am Weg. Wat spielt wie als Kinder in den 1930er Jahren, waren viele Kinder, wo am Sonntag noch fassbar oder zwischen 2 Dienstag an irgendeinem Abend, wo taub wären, wenn die mit ihren Eltern taub wo spazieren gegangen wären. In jener Zeit, als wir in Mexiko abwassen, dann gingen die Lied noch viel mehr spazieren als die dort von der tun. Die meisten Eltern gingen am Sonntag noch fassbar vielmals am Dorf spazieren, viel Vierten als dort von der wird. Und wenn die Eltern am Dorf spazieren gingen, dann nehmen sie natürlicherweise auch ihre Kinder mit dahin. Und was spielt wie Kinder dort an, wenn 2, 3 oder mehr paar Eltern, wo taub spazieren und alle ihre Kinder mitgebracht haben. Jungs und Mädchen spielten meistens nicht taub. Aber bei so einer Gelegenheit, wenn am Sonntag noch fassbar in einem Haus, wo mehrere paar Eltern taub spazierten und ihre Kinder da büten auf dem Hof taub spielten, dann spielten die 7 bis 10 oder 11-jährige Jungs und Mädchen manchmal taub so was als Grieper.
oder Verstärker. Oder auch, wenn das so traf, dass so eine Familie am Sommer, am Alltag oder am Sonntag, so als die Eltern dort manchmal nannten, zwischen zwei Dienster taub, wo spazierten. Wenn unsere Eltern sehen zwischen zwei Dienster, dann glaube ich meinten sie damit, das erste Port von einem langen Sommerabend, von wann das noch Tag ist, bis das Dienster wird. Wort oder womit spielten Schulkinder in unseren Schuljahren auf die sogenannten Spielstunden oder Pausen. Die Jungs und die Mädels sollten an der Schule nicht durcheinander, so als wir dort hier in Kanada gewarnt geworden sind, und die dürfen dort während der Spielstunden oder Pausen auch nicht top spielen. Die kleineren Schuljungs spielten in unseren Schuljahren manchmal Grieper und so was, und die größeren Jungs spielten in unserem Dorf, wenn der Schullehrer dort tolleit, am liebsten Baseball. Aber dann, wenn gewisse Vorderstadt gesehen hatten, dort wir Baseball spielten, und von dem Dorfschuld verlangten, dass er dem Schullehrer sagen soll, dass er die Jungs das Spiel verbieten soll, dann seht er uns, dass er der Schullehrer sieht uns, dass wir lieber was anderes spielen sollen. Und wenn das dann mal wieder passiert wäre, dann spielt wir gerade die Jungs manchmal verartelte der Huschje. Aber das Huschje spielen ging uns lang nicht so gut als das Baseball spielen. Und dann früh wie unserem Schullehrer baut, ob wir nicht weiter dürfen Baseball spielen. Und meistens sagt er dann, wir dürfen weiter Baseball spielen, aber wir dürfen dort auch mal 2 Bases haben. Und dann spielen wir ein paar Tage Baseball mit 2 Bases, aber das schafft nicht gut. Dann, wenn ein Jung den Ball wieder wegschlug, dann greifen die viele Jungs den Eierhai bei der gleichen überliegende Base heim. Und wenn er den Ball weniger weit wegschlug, dann greifen die Jungs den Spieler, wo er unbedingt zurückkommen musste, nach der Homebase. So dass fast kein Mal wer einen Rund merken kann. Und wenn wir ein paar Tage mit 2 Bases gespielt haben, dann gingen ein paar Jungs dem Schullehrer sagen, das Baseballspielen schafft gar nicht mit bloß 2 Bases. Und diese Jungs frühen dann, ob wir wenigstens noch eine 3. Base brauchen können. Und meistens gab uns Lehrer das Tau. Und wenn wir noch ein paar Tage mit 3 Bases gespielt haben, dann waren wir uns einig, wir würden die 4. Base ungefragt auch weiter brauchen. So wird es an der Blumenart-Schule in Mexiko als Ektor Schuljung wir, und so wird es auch noch als Ektor mein 2. und 3. Schullehrerjahr Schullehrer wir. Am Anfang an meinem 1. Jahr als Schullehrer an Blumenart, aber spielten die Jungs was anderes. Einige von meinen Schuljungs fuhren in den Jahren all mit angenommenen Truckfahrer taub nach den Vereinigten Staaten von Amerika und holten Ackergerätschaft von dort ein Haus zum Verkaufen. Und meine Schuljungs wussten scheinbar korrekt, was damit alle verbunden wird. Sie spielten so, dass einige von einem Truckfahrer wären und Farmergerätschaft von der US holten, und andere Jungs wären Grenzbeamte, bewohner der Gerätschaftsfahrer ihre Fuhrengerätschaft verzahlen mussten. Und noch andere Schuljungs hatten Benzinstationen, Gasstationen, wo die Truckfahrer ihren Benzin kaufen mussten, und so weiter. Diese Schuljungs fall bei diesem Spiel immer noch mehr bei. Und mit einmal einen Tag hatten die meisten Jungs alle Brillen ab. Sie hatten sich von Isadrot einige ziemlich schmacke und andere weniger schmacke Brillen gemerkt. Alle Brillen hatten natürlicherweise keine Gläser, aber mal leicht zum Durchkicken. Und dann, mit einmal einen Tag hatten 2 Jungs sich ihre Brillen an der Schule abgesagt, während der Schulzeit. Und als ich dort sah, dass diese beiden Jungs ihre Brillen abhatten und offensichtlich damit Spaß merken wollen, dann sehe ich, die beiden kommen hier nach meinen Dash. Sie gripsten plötzlich beide nur ihre Brillen und wollen die aufnehmen. Und dann sehe ich unbedachterweise, die kommen her, so als sie dort nu haben. Und dann machte ich meistens, das hatte ich nicht sagen gesollt. Dann diese Jungs ihre trüge Gesichter so zu sein, dass wenigstens bei dem einen Gesicht, das eine Jahr mal Abend und das andere überhaupt nicht durch die Brille checkt,
Das sagt so spaßig, dass ich einfach loslachen musste. Und als ich loslacht, dann lachten nicht nur diese beiden Jungs, aber alle Schulkinder. Und dann liegen dann diese beiden Jungs ihre freundliche Gesichter mehr bei ihre Spuchgebrillen bei. Aber was soll ich nu mit diesen Jungs tun, wo ne verstraft haben, noch meinen Dash kommen gemusst? Ich konnte nu doch nicht streng behandeln, wenn ich selbst über das komische Gelot von zwei traurig uitlottende Gesichter so sag, dass ich gar nicht bei ihre scheibe Spuchgebrillen beipassen. Aber dann sehe ich einfach, je beid und all die anderen Jungs drückt ihre Brillen rüt und leicht die Büten unter die Trappen. Und wieder haben wir die Büten bei jenem Spielen brocken, aber keiner durfte mehr mit bringen. Zu dit will Bruder Hein vielleicht auch noch was sagen. Und nu, was spielten die Schulmädchen auf die Spielstunden? Die Schulmädchen spielten so ein Spiel aus, wir ziehen durch durch eine goldene Brücke, oder es kommen zwei Herren aus Mohrenland, oder sie spielten Gripa oder Schnäppeldjukje und so weiter. Und vielleicht soll noch mal eine Früh vertalen, wo diese Spiele gespielt wurden. Denn ich kann von diesen Spielen nicht schrecklich Wort vertalen. Ich habe, wenn die Mädchen dort nicht gut annehmen können, dass ich bloß einmal mit den Jungs top Baseball oder Husch gespielt und nicht mit einem top auch mal was spielt, dann habe ich mit den Schulmädchen top auch noch mal Schnäppeldjukje gespielt. Aber das ist alles. Ich fehlt nicht recht gut, wie mit den Schulmädchen top was spielen. Und dort dit so wäre, dort mir auch vielleicht dort bei uns nicht die Schulmädchen und die Schuljungs top spielen dürfen. Nächstes Mal vertellen wir uns was von, wo wir als Kinder und Jugend in den 1930er, 1940er Jahren in einem mennonitischen Dorf in Chihuahua, Mexiko, arbeiten lehrten. Aber nächstes Mal.